Merci, Herr Präsident. Arm de Defiskalisation massiv ass die all Patentbox, déi jo bei LuxLeaks eng zentral Rolle gespielt huet, an déi och nach bis 2021 eben ka genutzt ginn vu verschiedene Kommentateuren genannt ginn. Fir et faire wäch zu holen, och die neue Patentbox as eng Arm de Defiskalisation, ob se awer so massiv as ideal bleif nach aufzuwerden. Den Herr Feio hat fir Drun Beispiel genannt, de vum Bayer Skoll, ginn der viel, die kenint doch nennen ënner dann wat an der Aktualität jo auch nach immer ass, dat das Joghurtsfabrik Fayet aus Griechenland, die schon 2012 am Benefiz vun der aller Patentbox war sech installiert huet, wat och fir gräser ekonomisch Schwierigkeiten fir Griechenland bedeit huet. Op schiedwer fall huet sich awer d'Entrüstung iwwer se Projekt Loi bei de Consulting-Firmen vun der Finanzplas awer relativ stark a Grenzen gehalen. Dat weis auch trop hin, dat sech fir d'Geschäft mat der Steuervermeidung net so viel wert ändern, wie dat auch immer so durchgestalt gëtt, wann zum Beispiel die Global Consulting-Firma DLA Piper hält, die an dem Domain tätig ist, die sieht dans ihrer Analyse plus contraignant que l'ancien régime. Ce projet de loi, s'il est adopté, offrira sans doute de nouvelles opportunités aux contribuables en matière de structuration des activités de recherche et de développement à travers le Luxembourg. Ich meine, wir kommen nach der Robert Strick, was Recherche und Développement bedeutet in dem Kontext. Dat die Consulting-Firma so reagiert, das ist auch nicht verwunderlich. Das Resultat vom Anti-BEPS-Prozess von der OCDE, die basiert ja auch nicht auf objektiven Konstant, mehr auf politisch Co-Handel, kann ich noch sagen. Es hat vielleicht mit einer guten Intention angefangen, dass Länder sich alle guten Zusammensetzungen für Steuervermeidung zu bekämpfen. Aber es hat sich ganz schnell transformiert in ein Forum, wo die Länder sich gegenseitig zerklappen, für mich den großen Teil von den Profiten von den Multinationalen umzuziehen. Die neuen Regelungen zu den Patentboxen basieren dann noch größtenteils auf Kompromissen zwischen London und Berlin. Beide Seiten haben dabei Kompromisse gemacht, das heißt, dass die Sache verbessert, die Sache verschlechtert ging, aber das ist in keinem Fall eine Regelung, die Steuerlast von den Multinationalen erhöht oder die Steuervermeidung wirksam bekämpft. Die Nexus-Approach lié modifié eben op déi sech den Anti-BEPS-Prozess baséiert, dat hecht den op en gewissen Substanz soll baséieren, déi dann schlussendlich bei de Patentboxen Frickbehalle gouf, bringt dann noch mat sech dat Forschung net zwingend muss ha am Land stattfannen, wat Direm gros opmischt fir Umstrukturierungen vun den Entreprisen mat dem enschen Ziel fir Steuern zu spüren. Nicht mehr eligibel sind verschiedene kommerzielle Aktivitäten, die tatsächlich immens auffällig sind für das Profit-Shifting wie Marken oder Internetdomänen. Aber es kommt auch zu Extensionen für die Eligibilität an dieser Gesetzgebung. Unter anderem, für ein Beispiel zu nennen, Zertifikat d'Obtention végétale, was sich op geringer Seite bisschen müsste für ophorchen suchen, weil da kommen wir an dem Bereich von den Semencen, die Bauern permanent müssen bezahlen und Bayer, Monsanto und so weiter. Dafür holen wir aber auch die Aktivitäten dann eben heute zu Lützburg ran, weil gerade so großen Konzerne wie Bayer, also Monsanto, dat passt denen gut an de Chrom, an déi hunn jo och schon Aktivitäten iwwer die Lützeburger Finanzplatz strukturiert. D'OCDE also mat de BEPS-Regeln abüen net gestoppt, méi bestefalls just angeschränkt. Gleichzeitig schëtze do mat die Patentboxen awer iwwerhaupt recht zahlungfähig gemach. Länder feieren lo Patentboxen an, die fir drun nach keng hatten. Dommer der den Kurs nur ënne Last getrippelt, wie ihr Land dann lo de Multinationalen die beste Konditionen an dem Bereich ubieden kann. Irland bietet mat senger neuer Patentbox Steuersatz zu 6,25% dun. Lützeburg mat 5,2 an Belsch mat 5,1%. Wie bei dem Spiel letztendlich de Gewinner de Verlierer ass, dat kann sech iedereen dann noch ausmollen.
Herr Präsident, Patentboxe gin allgemeng dommer der gerechtfertigt, dat ze géiffen Forschung an Entwicklung undreifen, dat si mal lo hatsälech och vun der CSV seit gewur gin mir menggen allerdings, dat beste Falls Wunschdenken ass well et gëtt an Schwengen. Das aber auch schon wieder gesot gin vum Herr Feier, das ugedeiht gin och vum Herr Berger. Et gëtt an allen internationalen Etüden kein objektiv Beweiser, dat ze tatsächlich Recherch ginge forderen. Und du hast auch einen renommierten englischen Steueranalyst, der beschreibt das so, Patentboxen können, also so plötzlich übersetzt, ich schwätze Englisch, Patentboxen können dazu führen, dass mehr Patente angemeldet gehen, mit der das meistens just ein juristische Manöver, ohne dass dummer da tatsächlich die Sache geben, rumgehen, die wir wirklich wollen, nämlich Wissenschaftler, die mehr Recherche machen, an Erfinder, die mehr erfahren. Und das bestätigt sich ja auch empirisch anhand von den nationalen Zöllen, sowie die Chambre des Salariés, die dann hier im Avis gewiesen hat, und auch die Chambre de la Fonction publique, die auch sieht, dass sich eine Recherche, die unterstützt wird mit Revenuen von der Recherche. Und muss ich noch daran erinnern, dass 2008, wo man die Patentbox hier zu Lützeburg angefordert haben, da lag die Privatrecherche bei 1,28% vom PIB. Und dann 6 Jahre später, 2014, lag sie just noch bei 0,66%, hat sich also praktisch halbiert. Kann ich nicht gerade von einer Success-Story schwätzen, und da müssen Sie sich wirklich vorstellen, ob es da ein Lien gibt. Ich meine, die Argumentation wird nicht mehr benutzt, für die Batterpöll bis Miseis zu machen, auf für Weg geht nicht über die reellen Ursachen zu diskutieren, wie werden Patentboxen an der Form gehen. Und das wird sich auch mit dieser Reform von der Patentbox nicht andere Weltforschung, wie gesagt, bei denen Steuervergünstigungen nicht zwingend muss hier am Land sein, und noch weil sie die kleinen und mittleren Entreprise kann so gut kommen, an höchstwahrscheinlich kann dann eine Art Direktor der Recherche kommen, bei weitem nicht da den Recherche hört. Was bleibt also für allem eine riesige Subvention von der großen Entreprise mit den Suen vom Lützeburger Steuerzahler. Der Steuerverlust wird von der Regierung an der Fisch finanziell auf 50 Millionen geschätzt. Sie hat da einfach zu überholt, die sie schon 2008 bei der ersten Patentbox angegeben hat. Den Conseil économique et social hat aber 2011 schon gerechnet, dass da da rund 250 Millionen Euro pro Jahr aus Steuerrecetten verloren gehen, also 5-mal so viel. Und die Zölle ist mit Sicherheit mehr fundiert, Menge wie die 50 Millionen, die von der Regierung angegeben. 250 Millionen, das sind bald 100 Millionen mehr, wie der Staat sich die Universität Kasten lässt, Beteiligung bei der Uni 2018 bei rund 160 Millionen. Am Platz also haben wir diesem Projet de loi der größten Entreprise sinnlos 250 Millionen Nutzgeheien, kann jemand denen so eine Recherche publik quasi verdreifachen. Das gibt mittelfristig auch die Privatrecherche und Entwicklung hier am Land ankurbeln, weil sich immer der reale Forschungsumfeld entwickeln. Herr Präsident, noch rezente Recherchen noch von der Financial Times, eine Zeitung, die ja nicht gerade ein Propagandablatt ist, als den effektive Steuersatz von der Multinationalen zwischen 2008 und 2018 um 9% gefallen. Tauschend von dem Rückgang wäre auf tatsächlich Steuersenkungen zurückzuführen, an der anderen halschend auf den immer mehr sophistizierten Methoden für Steuern zu vermeiden. Das muss in sich mal auf der Zunge zergehen lassen. An den letzten 10 Jahren, seit der Finanzkrise, während denen knallhart Austeritätsprogramme in ganz Europa noch heute zu Lützeburg durchgeboxt gesehen, die Millionen Familien unverschuldet Armut katapultiert tun, während denen 10 Jahre konnten Multinationalen hier Steuerlast um 9% aufsetzen. An dem Patentbox-Regime, über dem wir heute aufstimmen, wird Forschung heute zu Lützeburg bestenfalls minimal breieren. Wird für allem dafür sorgen, dass die transnationalen Entreprisen weiterhin über Lützeburg Millionen aus Steuern können spüren, und wird dafür sorgen, dass das Steuerdumping in Europa weiter angekurbelt wird. Ich spreche dafür nicht weiter zu erwähnen, es wird für eine Ursache mehr als die Link gegen dieses Projet de loi wird stimmen. Sonja, merci. Eh bien, merci auch. Antwort für den Finanzminister, Herr Pierre Gramegna.